Keifel, beruhig dich, Junge. So, Leute. Es geht weiter mit Pokémon Ranger. Finsternis über Almia. Wir sind im Camp Fröschel. Actually, ich weiß jetzt gar nicht, wo wir hier sind. Wir waren aber safe noch nicht da drin. Ah, okay, habt also ein Kongiga da stehen. Die Einstellknöpfe auf diesem irre geformten Ofen sind ziemlich merkwürdig. Das sind Einstellungen zum Sammeln, Verwüsten, Marschieren, Graben und so weiter. Wofür ein Ofen diese Funktion wohl braucht. Er muss doch nur warm werden. Okay, habt also keinen Plan, was da los ist. Wir haben diesen alten, zylindrigen Ofen im Schnee vergraben gefunden. Wir haben ihn hergebracht, mit Feuerholz vollgepackt und dann in Gang bekommen. Er funktioniert wunderbar. Echt? Als ob das so funktioniert. Es ist warm. Ich habe nicht gesagt, dass es warm ist. Ich habe gesagt, es ist warm. Okay, es ist richtig warm anscheinend bei denen da drin. Schön. Hilft uns gar nichts. Im letzten Part hat es geheißen, dass im Norden See ist. Und davor wiederum im Norden Schloss Almia, das komplett in Eis gehüllt sein soll. Aber erstmal holen wir uns neue Pokémon. Wie zum Beispiel dieses Plipperin. Bei uns im Reich gehen wir erstmal den Pokerstärke Feuer, was wir wieder total dumm ist in dem Fall, aber ey. Mehr Damage ist mehr Damage, ja. Zwar nicht effektiv mehr Damage, aber ey. Und wir kriegen Zerschneiden 2 bei Plipperin. Ja, wir haben ja Empoleon letztes Mal schon gesehen und ich bin ziemlich gehypt auf das Vieh. 10 Mobs haben wir schon gehabt, gell? Ja. Da kann man safe Tackle machen. Ja, dann muss jetzt 10 Mobs direkt herhalten. Oder haut einer für euch Tackling? Der Tackle 3 pumpen uns mal lieber auf. So, eisiger Baum. Was ist da drin? Botogel. Ein Eis-Pokémon. Der ersten Generation, oder? Bist du erste Generation? Du kommst mir so vor, als darf sie schon wirklich lang geben. Oh. Aber ich bin mir nicht mehr sicher, ob erste. Der erste ist Bullshit, oder? Oh Gott, Alter. Es ist schwer zu glauben, aber hier, wo der Schnee ewig tief bleibt, lebt eine Dame. Ihr Name ist Frau Winter. Ja, genau. Die ist jetzt mir schon angesprochen worden. Aber wenn da Vulpix ist, dann wären wir Brandbrauer. Um hiernach noch weiterzukommen, benötigst du ein Pokémon wie etwa ein Empoleon. Okay, es steht, dass du mir das sagst direkt. Oh, was ist da los? Ich will gerade in die Hütte reingehen. Pamor? Ah ja, das ist ja der Vorder, oder? Vom Moritz. Genau, hier ist es. Das ist Frau Winters Holzhäuschen. Nur keine Angst, geh einfach rein. Ich wollte den anderen Bereich noch abchecken. Hallo. Oh, hallo. Eine Ranger bekomme ich hier nur selten zu Gesicht. Ey, mir ist gerade aufgefallen. Die war nicht in der großen Ansicht, aber es ist wahrscheinlich nicht so schlimm gewesen. Frau Winter, dieser Ranger arbeitet mit meinem Sohn zusammen. Ach, jemand, der mit dem kleinen Moritz befreundet ist. Sieh an. Ja, also unser Ranger hier ist interessiert sich für den Stein in ihrem Anhänger. Der kleine blaue Stein. Als ich ein Kind war, nannten wir diese Steine, oder eher Splitter, Tränen der Prinzen. Sie wurden als Glücksbringer angesehen. Wir freuten uns so, wenn wir welche fanden. In der Almia-Region gibt es ein altes Märchen. Als ich noch ein junges Mädel war, kannte es jeder aus einem Kinderbuch. Im Laufe der Zeit geriet dieses Märchenbuch mehr und mehr in Vergessenheit. Und dasselbe geschah schließlich auch mit dem Märchen. Selbst ich kann mich nur noch vage daran erinnern. Der Name war, glaube ich, der König von Almia und die 3 Prinzen. Als das Königreich Almia in tiefste Finsternis gehüllt wurde, erhob sich der Prinz in Blau. Er begann den hellen Glanz zu leuchten, einem Glanz, der schließlich die Finsternis in Licht verwandelte. Ging das Märchen so? Ich weiß nicht mehr, was die anderen beiden Prinzen gemacht haben oder wo sie waren. Es tut mir leid, dass ich nicht mehr helfen kann. Das war alles vor so langer Zeit. Höchstens eines noch. Der Name Tränen der Prinzen, den sie den blauen Steinen gegeben haben, irgendwie ist er mit dem alten Märchen verbunden. Daran erinnere ich mich deutlich. Klingt nach einem interessanten Märchen. Ja, genau, das war es. Nur ein Märchen. Aber dieser blaue Stein, den habe ich tatsächlich in der Nähe von Schloss Almia gefunden, als ich ein Mädel war. Als ihn die Leute sahen, glaubten sie, dass er von einem riesigen blauen Kristall stammen müsste. Viele Wagemutige brachten daraufhin auf, im Schloss Almia nach dem Kristall zu suchen. Keinem war jedoch Erfolg vergönnt. Sie mussten alle aufgeben und zurückgehen. Ja, so war das damals. Kleine blaue Steine namens Tränen der Prinzen? Ein riesiger blauer Kristall, dem die Tränen der Prinzen entstammen? Selbst ohne wagemutig zu sein, ist das eine ungewöhnliche und spannende Geschichte.
Die Sonne geht bald unter. Wir sollten uns lieber auf den Weg machen. Wir bringen unsere Ranger in Camp Röstl unter. Danke für die interessante Geschichte, Frau Winter. Ey, kann ich jetzt nimmer den anderen Bereich abchecken? Ich mache schon wieder alles falsch. Hey Ranger, bist du schon wach? Du hast einen Besucher, der sich bei dir bedanken möchte. Los, komm schon raus. Besucher? Wer denn? Empoleon? What? Seht euch das bloß an. Das Empoleon ist wieder gesund und munter, nachdem ihr beide ihm geholfen habt. Treffen wir uns doch am Eissee. Das Empoleon hat darauf gewartet, dass du aufwachst. Ich vermute, es wollte dir danken. Da bin ich mir sogar ziemlich sicher. Das Empoleon ist im Kreis um uns herum gerannt und um uns seine Gefühle zu zeigen. Ist das nicht genau so, wie wenn Ranger mit ihrem Fangkoms diesen Kreisdings machen? Ein sehr interessantes Verhalten, aber wie auch immer. Wir müssen beide unsere eigenen Untersuchungen vorantreiben. Wir wünschen dir einen Tag voller Erkenntnisse, Ranger. Dankeschön. Das heißt, jetzt können wir Empoleon fangen, gell? Das gefällt mir sehr, sehr gut. Professor Hastings. Voicemail, sage ich. Mare, guten Morgen. Dein Bericht ist heute Nacht eingetroffen. Mit Hilfe deiner Informationen konnten wir weitere Teile des Tagebuchs entziffern. Wir haben das Wort Blaugemme identifiziert. Der große blaue Kristall, von dem Frau Winter gestern Abend gesprochen hat, könnte dieser große blaue Kristall die Blaugemme sein? Du musst sie jedenfalls beschaffen. Diese Blaugemme, wenn sie existiert, musst du sie kriegen. Meine Güte, es sieht mir gar nicht ehrlich, mich so aufzuregen. Entschuldige bitte. Ah ja, das ist noch etwas. Eine Nachricht für Moritz Vater. Sag ihm, dass sein Sohn bewundernswerte Arbeit für die Ranger-Vereinigung leistet. Soll ich das jetzt machen, oder wie? Ja, sagen wir das ihm gleich mal. Dein Sohn ist cool. Oh, Professor Hastings sagt, dass Moritz für die Ranger bewundernswerte Arbeit leistet. Er hat diese Botschaft gesandt, um einen ständig besorgten Vater zu beruhigen. Das ist so nett von ihm. Um Schloss Almir zu erreichen, gehst du zuerst nach Westen und wendest dich dann Richtung Norden. Du musst irgendwie den Eissee überwinden, um zum Schloss zu gelangen. Ja, mit Empoleon. Oh ja, das wird geil. Aber jetzt können wir erst mit den anderen Bereichen abchecken. Aber safe wird er dort dann wahrscheinlich ja irgendwo Empoleon um und um sein. Da ist nochmal Moment mal, hallo. Keifel. Fang die mal. Na, da ist nicht nochmal Tackle. So. Was ist mit eigentlich los eigentlich? Warum ist er Nachtschattenschergen? Ups, gar nicht gut. Ich bin verkältet und gefallen. Jetzt ist mir alles egal. Meine Pflicht, die Weltherrschaft und der ganze Kram. Ich will nur noch ein heißes Bad. Wow. Ihr seid also useless? Ist ja eigentlich nichts nice. Ja, okay, geil. Jetzt brauchen wir doch nochmal Tackle. Wait, nachdem er da Keifel ist, nimm ich einfach das Keifel für Tackle. Somit verschwenden wir ja nichts. Nochmal. Was hast du nochmal gehabt? Otogel? Was hast du gehabt? Zertrümmern. Ne? Brauchen wir jetzt leider nicht. Ist jetzt Empoleon doch vorne noch unterwegs? Weil sonst kehren wir nicht weiter. Na doch, perfekt. Dort auf der anderen Seite des Sees kannst du Schloss Almir sehen. Mit Sicherheit ein prächtiger Anblick, aber einen Besuch würde ich mir verkneifen. Ey, ich bin so gehypt auf dieses Schloss Almir. Ich hoffe, dass wir da vielleicht doch irgendwie reinkommen oder mal zumindest direkt davor stehen können fürs Thumbnail. Das sind ein paar Dinge, die es schwer machen, aber nur in die Nähe des Schlosses zu kommen. Zuerst einmal treiben große Eisbrocken auf dem See. Selbst ein starkes Empoleon müsste diese Brocken mit voller Kraft rammen, um sie zu zerstören. Ja, das machen wir jetzt gleich. Und um es noch komplizierter zu machen, ist der ganze See voller Strudel. Gerätst du in einen, wird er dich zum Anfang zurücksaugen. Pass also auf. Ja, nichts, was man nicht vermeiden kann, gell? Aber erst mit Empoleon fangen. Jetzt machen wir ja aber Kreise so. Achso, was? Ich hab gemeint, du bist viel stärker und jetzt lade ich erstmal die Pokestärke auf. Mir fällt direkt auf, das ist das erste Mal, dass die Arealfähigkeit eine Stärke hat, und zwar Flussgleiter 2. Das hat es doch noch nie gegeben. Arealfähigkeit ist einfach Arealfähigkeit, aber halt nicht. Gibt's ja nicht verstärkt, aber anscheinend ja doch. Okay. Ja gut. Da ist ein Strudel. Aha. Okay, I see. Ich merke schon, in welche Richtung das geht. Bam! Man muss immer die Wucht mitnehmen. Und dann kommt man weiter. Okay, schauen wir erstmal in die Mitte. Bumm. Das
Es ist aber ein bisschen gefährlich, weil du echt nicht weißt, wo die Strudel sind. Da kommt man wieder runter. Das heißt, normalerweise darf man da nicht raufkommen. Aha. Aber da einen Überblick zum Pointen ist schwierig. Ja, jetzt gehen wir mal links auf will. Wir verpassen doch nichts, aber ich kann es mir gut vorstellen. Und Strudel. Danke, du Arsch. Also da könnte man sowieso nicht aufhören. Und rechts könnte man auch nicht aufhören. Also war die Mitte richtig. Wait, die Eisbrocken bleiben nicht zerstört? Das ist natürlich auch eine wilde Sache. Also erstmal nicht in Strömungen geraten. Erstmal anschauen, was der Sache ist. Dort hat es normalerweise funktionieren. Ja, genau. Und da kann man anlegen. Jetzt will man halt wissen, was auf der rechten Seite ist, gell? Ja, wir müssen da jetzt weitermachen. Es hilft nichts. Fester Schnee und ich brauche Tackle 3. Oh. So, ich gehe wieder zurück und hol ein Keifel. Keifel! Beruhig dich, Junge. So, jetzt haben wir da mit Tackle 3. Was kann das jetzt sein? Aha, Rex Blizzard. Und was hast du drauf? Für was brauchen wir die? Weil du hast da so ein Special Blood. Das fühlt sich wichtig an. Und du hast eine Vierfachschwäche gegen Feuer. Das ist natürlich auch wild. Oh ja, das merkt man aber. Krasse Attacke. Ja, ist schon geil. Zertrümmern 3. Das ist natürlich interessant. Ich habe eben gerade Slimog weiterkauen. Und wir kriegen ein Level Up. Keifel hat mich vorher so mega gedrained auf Half-Life. Und dann ist das jetzt natürlich optimal. Ich habe Slimog mit Zertrümmern 3 eben gerade weggeschmissen. Und jetzt kriegen wir Rex Blizzard. Also, nur mal hier richtig gemacht. Lol. Zeitlich geht's einfach geil. Das war jetzt der einzige Ausweg, den ich gesehen habe, um nicht in den Strudel zu kommen. Oh Gott. So, jetzt müssen wir irgendwie auf die rechte Seite. Wow, I'm Speed. Nein. Ich hätte noch rechts müssen. Es gibt 4 Abzweigungen. Ich habe vorher bloß 3 gesehen immer. Kollege, was ist jetzt los? Ja, dann mach ich das Eis nicht kaputt, oder? Du Affe. Ja, mach's wieder nicht kaputt. Bro, was ist denn dein Problem? So, da müssen wir jetzt raus. Zack. Oh, shit. Wenn die jetzt der Strudel in der Mitte kommt, die rast aus. Na, alles gut. Hat's auch wieder 3 Wege gegeben. Yes! War das richtig? Aber rechts gibt immer nur 2. Da ist der Speicherpunkt. Das heißt, da gehen wir zuletzt hier. Ich muss da raus. Ist schon ein bisschen unübersichtlich so. Rossana. Haben wir auch noch nicht. Okay, wenigstens kehren wir auf der Seite A noch rechts rüber. Okay. Raichu haben wir auch noch nicht gehabt, oder? Mir gefällt die Pokémon-Varianz. Wow, eine heftige neue Attacke. Die hat cool ausgeschaut, die war episch. Aufladen 4! Ja, okay, gut. Wie ein Pichu und Pikachu beide aufladen haben. Pikachu, du bist halt einfach mal raus jetzt, gell? Ab sofort nur noch Raichus. Das ist bei Koda links auf die Ebene nur hoch. Und da ist mit Sicherheit irgendein Pokémon. Es geht nicht anders. Da kommt man wieder runter. Dann mache ich das mal. Dann versuche ich da auf die obere Ebene zu kommen. Scheiße. Ah, ich hätte sowas von schon wieder raus müssen. Mann. Das ist echt nicht leicht. Bro, ich hab doch gerade... Ja, wie ich vorher gesagt habe, ich hätte es vorher schon wieder raus müssen. Habe ich nicht gemacht. Jetzt ist da kein Empoleon. Das ist in der Tat ein Problem. Weil ich brauche das Empoleon. Danke. Puh. So, und jetzt instant nach links. Ganz gemütlich. Jawohl. So könnte man noch rüber. Ja, möchtest du mich völlig verarschen? Da ist nix.
Da ist nix. Da ist nur das fucking Empoleon. Ja, und Sparta müssen wir wegen dem Auftrag darauf, ganz sicher. Ich kenne auch das Game. Oh shit. Oh shit, Bro. Das ist Schloss Almir. Ich wollte gerade den Part beenden. Oh na. Okay. Dann beenden wir jetzt so den Part. Ich wollte gerade eben sagen, ob wir jetzt zu Schloss Almir kämen. Ob wir es sehen. Ob wir Rey kämen sogar. Das sehen wir in der nächsten Folge. Diese findet ihr in der Endcard, sobald sie online ist. Bewertung nicht vergessen. Und bis zum nächsten Mal.